Da ist der Movie-Guru. Ich weiss nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Da sitzt man im Kino und denkt sich, hey, die Story kommt mir doch bekannt vor. Es ist auch eine sehr einfache Story. Es geht nämlich um 4 Personen. Es ist ein 4-Personen-Stück. Es geht um ein Paar, das verheiratet ist, sexuell relativ frustriert, eine Tochter. Und sie laden die Nachbarn von oben ein. Und das ist ein Pärchen, das schon schwarz angekleidet kommt und etwas vorhat, nämlich ein bisschen, einen anderen Erfahrungshorizont hat. Und so lernen sich die 2 Pärchen kennen, wollen sich gegenseitig entschuldigen. Und es kommt eigentlich zu einer, wie soll ich sagen, fast ein bisschen eine Art Paartherapie. Jetzt, ich habe einmal ein spanisches Original gesehen. Der Film hat Sentimental geheissen, also heisst er noch heute. Und ist aus dem Jahr 2020. Den habe ich schon sehr gut gefunden. Dann bin ich überrascht gewesen, dass ich die gleiche Geschichte 3 Jahre später gesehen habe von der Schweizer Regisseurin Sabine Boss. Da hat er geheissen, «Die Nachbarn von oben». Ist ein Schweizer Film, ist auch gut gewesen, allerdings ein bisschen mit angezogener Handbremse. Und genau diese angezogene Handbremse wird jetzt gelöst im amerikanischen Remake. Das heisst «The Invite». Alles kommt auf den Tisch von und mit der Olivia Wilde. Sie ist Regisseurin und Schauspielerin, die sich da wirklich voll ausleben kann. Sie widmet den Film auch an einer Frau. Ich nehme an, das ist ihre Lebenspartnerin, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie eine tolle Besetzung. Der Seth Rogen, ein amerikanischer Komiker, der wirklich sehr gut eingesetzt ist. Penelope Cruz, die ich schon lange nicht mehr im Kino gesehen habe, auch cool. Und der Edward Norton kennt man natürlich aus Fight Club, hat aber auch als Regisseur ein paar Beziehungskomödien gemacht. Allerdings sind es eher Feel-Good-Comedies gewesen. Der Film geht weiter. Er seziert eigentlich die Beziehung von einem relativ verklemmten amerikanischen Pärchen. Und ich finde, gerade weil er zu Amerika spielt, weil es amerikanische Charaktere sind, die hier analysiert werden, finde ich es besonders spannend. Wir in Europa, glaube ich, sind viel liberaler aufgewachsen. Nur schon das Kino ist bei uns ganz anders. Wir haben französische Filme, die manchmal sehr weit gehen. Auch da ist es ein spanisches Original. Und die Invite macht eigentlich, haltet ein bisschen amerikanischen Spiessbürger den Spiegel vor. Und das macht es gerade nochmal einen Zacken köstlicher. Also es hat das Szene, ich will nichts verraten, wo möglich, ich muss rauslachen. Und ich fand, wow. Und der Seth Rogen und Olivia Wilde sind ein dankbares Pärchen in der Krise, in der Sexkrise, in der Beziehungskrise. Eltern, sie wissen nicht recht, wo, wie weiter. Und Penelope Cruz und Edward Norton sind sozusagen ihre besten Paartherapeuten. Sie bringen aber eher das Negative von der Paarbeziehung zum Vorschein. Und ich habe den Film toll gefunden, wirklich eine Wucht. Er lohnt sich, er seziert die Paarbeziehung, er ist aber auch lustig, er ist dramatisch. Alles spielt auf engstem Raum von einer Wohnung. Was der Film zu Kino macht, für mich, ist die Filmmusik. Die Filmmusik spielt ist eigentlich eine 5. Hauptdarstellerin, wenn man so will. Wunderbar eingesetzte Cello-Passagen. Gerade wenn gestritten wird, dann hast du Cello, das zusätzlich Akzent setzt. Das verstärkt alles noch. Aber auch musikalische Wechsel in anderen Szenen. Ich finde, Musik trägt maßgeblich dazu bei, dass es eben nicht nur ein Theaterstück ist, also nur in Anführungszeichen, sondern eben wirklich zu Kino wird. «Die Invite» ist einer von diesen Filmen, wo man nachher, ich weiss doch auch nicht, bin ich mit gespritzten Weissen oder einem Bierchen zusammensitzen und stundenlang in der 3. Person über die 4 Figuren kann philosophieren oder natürlich auch die eigene Paarbeziehung ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also, ob es jetzt ein Frauenfilm ist oder ein Mannenfilm. Ich glaube, es ist ein Paarfilm, aber man muss schon aufgeschlossen sein für Neues. Und es ist nicht einfach die nächste Hollywood-Komödie Mainstream, sondern der Film geht tiefer. Darum hat er auch in Sundance ziemlich viel Furore gesorgt an diesem Filmfestival, immer im Winter in Amerika, Anfangsjahr, wo man eigentlich ein sehr kritisches Publikum auch hat. Vielleicht auch ein Publikum, das ein bisschen out of the box denkt. Und dort hat es Standing Ovations gegeben. Ja, Festivals ist das eine. Ich habe den Film toll gefunden, auch wenn es das 3. Mal ist, wo ich jetzt die Geschichte gesehen habe. Aber so habe ich sie irgendwo, nicht zuletzt wegen der Filmmusik, noch nie erzählt bekommen. Und das hat für mich das Kinoerlebnis ausgemacht. Für mich klar eine Empfehlung. Viel Spass.